Ja, ja, passt schon. Super, ja, ja. Der Bibliothekar. Verschlingt das Budget, das wir durch die Abonnements und jetzt durch diese kleine Förderung zur Verfügung haben. Das heißt, unsere Philosophie ist, solange wir Leser finden, aber vor allem Käufer, das ist nun mal notwendig, solange werden wir produzieren und es schaut aus, dass sich das gut entwickelt. Trotzdem muss ich natürlich appellieren, wir brauchen nicht nur Autorinnen und Autoren und gute Texte, sondern auch Leser, die die Hefte kaufen. Wir haben auch, das ist ganz frisch von der Druckerei gekommen, ein kleines Büchlein von Jan Stepien, einem polnischen Zeichner, Holzbildhauer, Maler und Poeten publiziert, in der Übersetzung von Frau Professor Dorothea Müller-Ott, eine Slawistin, die früher ein Institut geleitet hat an der Uni, jetzt in Pension ist, in Tulln lebt und das ganz hervorragend leicht lesbare und dennoch stilvoll, humorvoll Alltagssituationen aus Polen skizziert, kann ich Ihnen sehr empfehlen, kostet 9,50 €. Der Preis ist etwas höher, als wir eigentlich wollten, weil wir entgegen ursprünglicher Avisos doch weniger Druckkostenförderung erhielten, aber unbedingt diese Publikation, die wir der Übersetzerin und dem Autor anfänglich versprochen hatten, nach den ersten Zeichen durchführen wollten. Bitte sehen Sie sich das an. Trisch, das Einzelheft kostet 11 €, im Abonnement inklusive Porto in Österreich nur 40. Ursprünglich hatten wir uns vorgestellt, wir garantieren mindestens 400 Seiten, meistens darüber. Diese Ausgabe hat 168, die letzte war bei 137, also wir kommen wahrscheinlich auf 600 Seiten. Das heißt, Sie kriegen einen ganzen Haufen an Literatur, Prosa, Lyrik, Kulturessay und Grafik. Und die Grafik gliedert sich in Zeichnungen, Fotografien natürlich. Wir haben ganz hervorragende Fotografinnen, Künstlerinnen und Grafiken von bildenden Künstlern. Ich darf auch heute einige Autorinnen und Autoren hier begrüßen. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Und den Abend im Programm stand Barbara Holpfer, Sophie Kerschbaumer, Ingrid Ralph und Eva Maria Wagner. Frau Holpfer kann wegen einer Rückflugverschiebung aus dem Urlaub nicht teilnehmen, weshalb ich den letzten Part der Lesung bestreiten werde. Und ich ersuche Frau Kerschbaumer, den Lesereigen zu beginnen, dann Frau Ralph und dann Frau Eva Maria Wagner. Wie gesagt,